Ich freue mich, heute Morgen bei euch sein zu dem speziellen Gottesdienst, wo ihr also richtig Gottesdienst feiern könnt. Ist wunderbar geworden. Ich habe schon so ein bisschen mitbekommen im Laufe dieser Monate oder schon länger, wo das in Planung war. Und ich freue mich, dass ich heute Morgen ein Teil sein von eurem Gottesdienst da. Ist ein bisschen speziell, gell, wenn man nur summen so laut das geht. Zum Glück haben wir upfront gute Musik, die uns mitgenommen hat. Danke vielmals. Unser Thema heute lautet «Befreit leben». Wir werden es gerade da vorne haben, «Befreit leben». Wir wollen uns Gedanken machen über einen Begriff, der in der Bibel eine wichtige Rolle spielt, der heute aber kaum mehr verstanden wird. Der Begriff kommt im Neuen Testament immer wieder vor allem wenn es um den Tod von Jesus am Kreuz geht. Der Begriff Sühne. Die Bibel sagt, dass Jesus für uns am Kreuz Sühne geleistet hat. Im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 25 steht Folgendes: Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Der Bibelvers wird uns heute Morgen durch die Predigt begleiten. Das heißt ganz ähnlich, auch im 1. Johannesbrief, Folgendes: Er, Jesus, ist die Sühne für unsere Sünden, aber nicht nur für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. Was bedeutet das? Jesus hat für unsere Sünde gesühnt. Warum ist das wichtig? Bevor wir uns aufmachen, um diese Frage zu beantworten, möchte ich dir eine Frage stellen. Hast du schon Situationen erlebt, wo du gedacht hast, jetzt ist Gott zornig auf mich? Vielleicht kommt dir eine Situation in den Sinn, wo du versagt hast. Du bist zum x-ten Mal in Sünde gefallen. Du hast andere Menschen verletzt. Du hast Gott enttäuscht. Ist dir jeder Gedanke gekommen, dass Gott zornig ist auf dich? Dass er dich jetzt überhaupt nicht mehr annehmen kann? Ich wünschte, dass es Sachen gibt in meinem Leben, die ich ungeschehen machen könnte. Ich möchte euch gar nicht erzählen, was alles in meinem Leben schon an Versagen zusammengekommen ist. Ihr würdet verschrecken. Und vielleicht würde ich verschrecken, wenn ihr mir erzählen würdet, was ihr schon alles angerichtet habt. Wenn jeder von uns heute Morgen für seine Sünden, die er gemacht hat, würde Steine nehmen und dafür zum Kreuz bringen, dann hätten wir in einer Kürze einen riesengroßen Haufen von Sünden da vorne, die uns buchstäblich verdrücken würden. Und wahrscheinlich würde auch die tolle Bühne zusammenfallen. Kennst du das? Deine Schuld verdrückt dich fast. Du zweifelst, dass Gottes Gnade für dich noch lange. Du hast um Vergebung gebeten. Aber dein Gewissen plagt dich immer noch. Ich möchte dir heute Morgen sagen, das ist nicht das, was Gott für unser Leben vorgesehen hat. Gott möchte, dass wir befreit leben können. Gott möchte, dass wir aufrecht durchs Leben gehen können. Gott möchte, dass wir als begnadete Menschen ein befreites Leben leben können. Was ist Sühne und was hat das mit befreit Leben zu tun? Sühne hat mit der Tatsache zu tun, dass wir Sünder sind und mit Gottes Zorn über unsere Sünde. In der Bibel gehören Sühne, Sünde und Zorn miteinander zusammen. Um das zu erklären, will ich ganz vorne anfangen. Gott hat die Welt geschaffen und hat den Menschen in einen wunderbaren Garten gesetzt. Er hat den Menschen ausgerüstet mit tollen Gaben. Er hat ihn in eine intakte Schöpfung hineingesetzt und hat ihm seine Gebote gegeben. Es war Gottes Plan, dass der Mensch über die Schöpfung herrscht, dass wir bebauen, dass wir bewahren und dass wir den Nächsten lieben wie uns selber. Der Mensch aber hat sich als undankbar und rebellisch erwiesen. Er hat seine Gaben nicht genutzt, um Gott zu ehren. Er hat die Schöpfung ausgebeutet, er verletzt seinen Nächsten, anstatt zu lieben. Er missachtet Gottes Gebot. Wir alle wissen, dass die Welt voll von Schönheit ist, von Möglichkeiten. Wir könnten es so gut haben. Stattdessen ist die Welt voll von Streit, von Korruption, von Misshandlung, von Neid, von Gleichgültigkeit. Jeder ist sich selber der Nächste. Wir wollen es gut tun, eigentlich wollen das alle Menschen, aber irgendwie schaffen wir es nicht.
Die Bibel ist sehr realistisch, wenn es darum geht, die Welt zu beschreiben, wie sie ist. Im 1. Johannesbrief, im Kapitel 5, steht, dass die ganze Welt unter der Macht vom Bösen ist. Und jetzt kommt die Frage auf, was macht Gott mit dem? Was macht Gott damit, dass die Welt böse ist? Zum einen sagt die Bibel, Gott ist traurig darüber. Gott ist tief bekümmert und es tut in seinem Herz weh, wenn er das Böse auf der Welt sieht. Im 1. Buch Mose heißt es von den Zeiten, wo der Noah, der Erbauer von der Arche, gelebt hat, Gott sah, dass die Bosheit des Menschen groß war auf Erden und dass alles Sinnen und Trachten seines Herzens allezeit nur böse war. Da reute es Gott, dass er den Menschen gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Was für eine Aussage über Gott. Gott ist in seinem Herz bekümmert, wenn er sieht, was wir aus seiner wunderbaren Schöpfung gemacht haben. Gott ist traurig. Gott ist traurig darüber, dass wir Menschen einander verletzen. Wir Christen glauben an einen leidenden Gott, an einen Gott, der mitleidet mit seinen Geschöpfen und mit seiner Schöpfung. Das ist das eine. Das andere ist, die Bibel redet davon, dass Gott über das Böse zornig ist. Gott ist zornig über das Böse und er richtet sich in seinem Zorn gegen die Böses tun. Das ist etwas, das glasklar ist in der Bibel und immer wieder vorkommt. An diesem Punkt kommen die Fragen auf. Können wir Gottes Liebe mit Gottes Zorn vereinbaren? Jesus hat gelehrt, dass Gott ein liebender Vater ist. Wie kann Gott gleichzeitig zornig sein und ein liebender Vater sein? Für viele ist Zorn und Liebe nicht miteinander zu vereinbaren. Die Unvereinbarkeit löst sich auf, wenn wir erkennen, wie das Gott in seinem Zorn ist. Was sagt die Bibel über Gottes Zorn? Die Bibel sagt erstens, dass Gottes Zorn heilig ist. Gottes Zorn ist nicht so wie unser Zorn. Gottes Zorn, das ist kein unkontrollierter Gefühlsausbruch. Wenn die Bibel von Gottes Zorn redet, dann meint sie seine beständige, reine, gleichbleibende Ablehnung vom Bösen. Wenn wir zornig werden, dann verlieren wir die Fassung. Das Gefühl vom Ärger kommt in uns hoch. Wenn genug Heu drinnen ist, dann verlieren wir die Fassung und unsere negativen Gefühle brechen aus uns raus. Gottes Zorn hat nichts mit dem zu tun. Sein Zorn ist im Gegensatz zu unserem Zorn rein. Das war beim zweiten. Das dritte. Die Bibel benutzt die ungewöhnliche Redewendung, dass Gott langsam zum Zorn ist. Der Begriff wird im 2. Buch Mose verwendet, wo berichtet wird, wie das Volk Israel am Berg Sinai die 10 Gebote bekommen hat. Wo der Mose auf dem Berg war, zum Tafeln mit den 10 Geboten bekommen, ist das Volk im Tal unten um ein goldiges Stierbild getanzt und hat es als sein Gott angebetet. Auf der Tafel, die der Mose bekommen hat, ist als erstes Gebot gestanden: Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Die Tinte war noch nicht einmal trocken und das Gebot ist schon gebrochen. Als der Mose das gesehen hat, ist er zornig geworden und hat die Gesetzestafel zerschmettert. Dann ist er auf den Berg hochgegangen, um für das Volk um Vergebung zu bitten. Und dann ist etwas ganz Außergewöhnliches passiert. Gott hat dem Mose seine Herrlichkeit gezeigt. Das ist das Wort, das dort gebraucht wird. Gott zeigt dem Mose seine Herrlichkeit. Es heißt, dass der Mose sich in einen Felsspalt gedrückt hat und Gott an ihm vorbeigegangen ist. Und der Mose durfte Gott hineinschauen, wie Gott vorbeigeht und ein bisschen etwas von der Herrlichkeit von Gott sehen. Und wo Gott vorbeigegangen ist, hat Gott gerufen, der Herr Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Gott ist langsam zum Zorn. Das heißt, Gott ist geduldig. Gott schlägt nicht rein. Gott ist langmütig. Gott ist gnädig. Der Mose hat einfach vom Berg absteigen und dem Volk sagen, dass Gott ihnen vergeben hat. Wenn man daran denkt, was sich die Menschheit bis zum heutigen Tag an Gewalt und Grausamkeit hat zu Schulden lassen und wie Menschen Gott verhöhnen
oder ihn ganz einfach vergessen, dann ist die Tatsache, dass die Welt sich noch dreht und dass wir heute Morgen haben die Vögel gehört, pfeifen von aussen, ein Beweis dafür, dass Gott langsam zum Zorn ist. Viertens, Gottes Zorn ist unausweichlich. Gottes Zorn entflammt nie grundlos. Es ist das Böse und das Böse allein, wo Gottes Zorn weckt. Gott ist immer ganz Gott. Er weicht nie eine Haaresbreite davon ab, der gerechte Gott zu sein, der das Böse bestraft und das Gute belohnt. Gott weicht kein Jota zu keinem Augenblick von seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit ab. Und darum ist sein Zorn gegen das Böse unausweichlich. Wenn es nicht so wäre, würde Gott aufhören, Gott zu sein. Ich bin mir bewusst, dass das ein bisschen schwerer Tobak ist. Ich weiss nicht, ob man am Sonntagmorgen in einen Gottesdienst geht, um eine Predigt über Gottes Zorn zu hören. Es gibt spannendere Themen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, zum Verstehen, was Jesus am Kreuz für uns gemacht hat. Und da möchte ich jetzt einen Schritt weiter gehen. Die Bibel zeigt uns, dass die Antwort auf Gottes Zorn Sühne ist. Die Bibel sagt, durch Sühne wird Gottes Zorn besänftigt. Jesus hat am Kreuz gesühnt für unsere Sünden. Der Zorn von Gott, der immer gerecht ist, ein gerechter, reiner Zorn, hat ihn getroffen, anstatt uns zu treffen. Es ist enorm wichtig für das Leben als Christ, dass wir uns im Klaren sind, was am Kreuz mit unseren Sünden passiert ist. Wenn wir befreit leben wollen, dann müssen wir das wissen. Ich möchte das, was Jesus am Kreuz für uns da hat, in 3 Sätze zusammenfassen. Erstens, Jesus hat unsere Sünden getragen. Die Evangelien berichten davon, dass Jesus vor seiner Verhaftung mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane gegangen ist. Das war ein Garten, ein bisschen außerhalb von Jerusalem. Dort hat Jesus mit seinen Jüngern alleine sein. Die Evangelien berichten, wie Jesus dort im Garten von Angst ist überwältigt wurde, sodass er ihn buchstäblich zu Boden geworfen hat und der Blut geschwitzt hat. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Vers 44 steht, Jesus betete in seiner Angst noch inständiger und sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte. Der Lukas, der das für uns aufgeschrieben hat, war Arzt und er beschreibt ein seltenes medizinisches Phänomen. Extremer Druck und immense Angst können dazu führen, dass kleine Blutgefäße sich ausdehnen und platzen. Meistens sind die Blutgefäße in der Nähe von Schweißdrüsen, sodass man unter höchster Anspannung buchstäblich Blut und Schweiß schwitzt. Jesus hat eine riesen Angst gehabt. Jesus hat eine riesen Last getragen. Die Last, die wir uns gar nicht vorstellen können. Im Buch vom Prophet Jesaja heißt vorausblickend auf Jesus: Der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt, buchstäblich niedergedrückt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Jesaja Kapitel 53. Jesus hat die Prophezeiung gekannt. Er hat gewusst, jetzt ist die Zeit da, wo Gott mir die Sünden von der ganzen Welt aufladen tut. Jesus war bereit, die Schuld zu tragen, und Jesus ist daran zerbrochen. Die Last von allen Sünden, von allen Menschen, von allen Zeiten hat Jesus buchstäblich zu Boden geworfen, wo er sie getragen hat. Jesus wirft sich dort im Garten 3-mal am Boden und betet: Vater, alles ist dir möglich, nimm den Kelch von mir. Den Kelch. Aber nicht das, was ich will, sondern das, was du willst, soll geschehen. Der Kelch hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Im Alten Testament ist der Kelch ein Symbol für den Zorn von Gott. Vor was hat Jesus Angst gehabt? Er hat Angst gehabt davor, dass er die Sünden von der ganzen Welt zum Hinrichtungsplatz trägt. Er hat Angst gehabt, von Gottes gerechtem Zorn getroffen zu werden, über den ganzen riesen Haufen von Sünden, die wir Menschen immer wieder anrichten. Und wo dann Jesus am Kreuz gehangen ist, hat er bildlich gesprochen, den Kelch vom Zorn Gottes vollständig leer getrunken. Gottes Zorn hat ihn getroffen, damit er uns nicht mehr trifft. Für mein Leben als Christ ist es unglaublich wichtig, dass ich das weiss. Vor allem dann, wenn ich wieder versage.
Das zu wissen, dass Jesus meine Schuld getragen hat, hilft mir, ein befreites Leben zu führen. Ich muss keine Steine mehr schleppen, weil Jesus für meine Schuld gezahlt hat. Zweitens, Jesus hat für unsere Sünden gesühnt. Was bedeutet Sühne? Sühne bedeutet, eine Schuld zu anerkennen. Es bedeutet, die Schuld zu tragen und Genugtuung zu leisten. Sühne ist, wenn wir ein anderes Wort dafür brauchen, Wiedergutmachung. Ein Beispiel. In den 1990er Jahren ist die Schweiz von der Debatte der sogenannten Holocaust-Gelder erschüttert worden. Viele Juden, die Geld in der Schweiz angelegt haben, sind im Zweiten Weltkrieg in den Konzentrationslagern verschwunden. Und so hat es am Ende des Zweiten Weltkriegs viele sogenannte nachrichtenlose Vermögen gegeben. Wenn ein Überlebender für einen verstorbenen Verwandten Geld beanspruchen wollte, haben sich Banken in der Schweiz hinter einem Bankgeheimnis verschanzt und haben so detaillierte Angaben verlangt, dass die Gelder in den meisten Fällen nicht ausgezahlt werden mussten. Im Bergier-Bericht, der ganze Schlamassel aufgearbeitet hat, heisst es, dies ging so weit, dass sogar Totenscheine gefordert wurden für die in den Lagern Ermordeten. Doch in Auschwitz wurden keine solchen Dokumente ausgestellt. Kannst du dir vorstellen, was für ein Gefühl von der Ohnmacht in jemandem aufsteigt, der das Vermögen vom verstorbenen Vater oder Mutter auslösen wollte und die Bank sagt mit einem breiten Lächeln oder einer schönen Krawatte, wir brauchen einen Totenschein. Wie sollen wir einen Totenschein verlangen von einer Person, die unter Millionen vergast und verbrannt worden ist? Banken haben von der unsicheren Rechtslage profitiert. Sie haben das Recht auf ihrer Seite gehabt, aber nicht die Gerechtigkeit. Erst 50 Jahre nach dem Krieg sind die Holocaust-Gelder ein Thema geworden in der Öffentlichkeit. Unter der Mehrheit ist klar geworden, Banken tragen an dem Schlamassel eine Mitschuld und sie müssen Wiedergutmachung leisten. Das haben sie dann mit einem Milliardenbetrag auch gemacht. Mit dem Betrag ist eine Mitschuld anerkannt worden und es ist Genugtuung geleistet worden. Das ist Sühne. Eine Sache gilt als gesühnt, wenn der Schuldige Konsequenz von seiner Schuld trägt. Im Fall der Banken ist das mit dem Milliardenbetrag passiert. In unserem Rechtssystem wird eine geringe Schuld in der Regel durch einen Geldbetrag, also eine Strafe, trägt oder durch gemeinnützige Arbeit. In schweren Fällen muss eine Schuld durch eine Gefängnisstrafe gesühnt werden. Das Prinzip der Sühne, und darum bleibe ich ein bisschen da, ist ganz grundsätzlich in der Bibel. Vor allem, wenn es um den Tod von Jesus am Kreuz geht. Sühne ist, wenn etwas Wertvolleres für etwas Geringeres hingegeben wird. Oder wenn etwas Wertvolles für etwas Gleichwertiges hingegeben wird, dann wird gesühnt, dann wird Wiedergutmachung geleistet. Ein zweites Beispiel. Nehmen wir an, du fährst mit dem Auto ins Töffli von deinem Nachbar. Du hast beim Parkieren nicht aufgepasst und das Töffli zu Schrott gefahren. Was passiert? Du gehst im Migros, kaufst für 4,50 Franken ein Spielzeugtöffli und bietest es deinem Nachbar als Ersatz an. Du läutest an der Tür, hebst dem Nachbar Spielzeugtöffli an und sagst, das ist für ihr Töffli, das ich zu Schrott gefahren habe, tut mir wirklich leid. Was passiert jetzt? Kommt ganz darauf an, was dein Nachbar für einen Charakter hat. Er wird dich ganz sicher verständnislos anschauen. Vielleicht knallt er die Türen vor der Nase zu, vielleicht haut er dann auch eine. Warum? Weil du etwas Wertvolles mit etwas Geringerem hast wieder gut machen. Und das geht nicht. Jedes Mal, wenn du dem Nachbar begegnest, schämst du dich, weil mit dem lächerlichen Ersatz deine Schuld nicht stillen kannst. Wenn du hingegen eines Tages deinen Nachbar auf den Parkplatz bittest, wo das Missgeschick passiert ist, und ihm den Schlüssel für einen nagelneuen Alfa Romeo Spider mit Schiebedach und 250 Franken in die Hand drückst und sagst, das ist für ihr Töffli, der Alfa gehört ihnen. Was ist dann passiert? Dann hast du eine geringe Schuld mit etwas Wertvollem aufgewogen. Dein Missgeschick ist von dem Moment an
wenn er den Alpha annimmt. Völlig tilgt, weil du buchstäblich ein kostbares Opfer gebracht hast. Wenn du deinem Nachbar begegnest, musst du kein schlechtes Gewissen mehr haben. Du könntest bis an dein Lebensende an jeder Weihnacht deinem Nachbarn ein Spielzeugtöffel schenken. Es würde deine Schuld nie tilgen. Der Alpha aber ist so kostbar im Vergleich zu dem doofen Töffel, dass das Opfer völlig langt, um deine Schuld ein für alle Mal zu tilgen. Genau das hat Jesus mit seinem Leben am Kreuz gemacht. Er hat etwas Wertvolleres, sein heiliges, sündloses Leben gegeben. Und er hat es gegeben für etwas Geringeres, für deine Schuld. Das war keine billige Wiedergutmachung, die Jesus sein Leben gegeben hat. Sein Leben war rein, makellos, gut. In dem Sinn heisst es im Neuen Testament, dass wir durch das kostbare Blut von Jesus als einem reinen und makellosen Lamm gerettet sind. Jetzt verstehen wir den Satz aus Römer 3, Vers 25 besser, den wir am Anfang gelesen haben. Um unsere Schuld zu sühnen, es geht also um Sühne, wenn Jesus am Kreuz stirbt. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut, sein kostbares Blut, sein reine und heilige Leben für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Jesus hat an unserer Stelle Wiedergutmachung geleistet. Der Zorn von Gott hat ihn getroffen, ihn, der einzige Gerechte, mit voller Wucht, obwohl der Zorn uns hätte müssen treffen. Das vergossene Blut von Jesus ist kostbar und hat vollkommen gelangt, um die Schwere von der Schuld von uns allen für immer aufzuwiegen. Das ist damit gemeint, wenn das Neue Testament sagt, Jesus hat für unsere Sünden gesühnt. Drittens, Jesus ist für uns zur Sünde gemacht worden. Im 2. Korintherbrief im Kapitel 5 steht, Gott hat Jesus, der keine Sünde begangen hat, für uns zur Sünde gemacht. Er hat für uns zur Sünde gemacht, damit wir gerecht vor Gott sind. Wir haben gesehen, dass Jesus unsere Sünden getragen hat. Und wir haben gesehen, dass das eine Last war für Jesus. Wir haben gesehen, dass er mit seinem reinen Leben für den ganzen Riesenhaufen von Schuld, wo wir angehäuft haben, gesühnt haben. Und jetzt heisst es auch, Jesus ist für uns zur Sünde gemacht worden. Wo Jesus am Kreuz gehangen ist, hat er die Sünden von der ganzen Welt auf sich gezogen. Ich stelle mir das so vor, wie ein Magnet, wo Metallsplitter auf sich zieht. Alle Sünden von der ganzen Welt, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, ist auf Jesus geladen worden, hat Jesus auf sich genommen, sodass er für uns zur Sünde geworden ist. Und wir unsere Sünde können loswerden. Kommen wir zurück auf meine Frage am Anfang der Predigt. Hast du schon Situationen erlebt, wo du gedacht hast, jetzt ist Gott zornig auf mich? Vielleicht gibt es Sachen in deinem Leben, die immer wieder auftauchen. Sachen, die dich belasten, obwohl du um Vergebung gebeten hast. So Sachen können eine echte Last sein. Und Gott möchte, dass wir diese Last loswerden. Gott will, dass wir befreit leben können. Gott will, dass wir als begnadete Menschen aufrecht durchs Leben gehen, uns am Leben freuen und nicht mit Stein schleppen und Lasten mit uns tragen. Wir haben gesehen, dass Gottes gerechter Zorn uns wegen unserer Sünde hätte treffen müssen. Es wäre nackte Gerechtigkeit, wenn Gottes reinen und gerechten Zorn uns treffen würde. Und jetzt sagt die Bibel, du bist nicht mehr unter dem Zorn, du bist unter der Gnade. Gottes Zorn trifft dich nicht mehr, er kann dich nicht mehr treffen, weil er bereits Jesus getroffen hat. Der gerechte Zorn von Gott ist über Jesus ausgegossen. Der Zorn ist gestillt, der ist verebt, der ist wie ein Sturm, der vorbeigegangen ist und dich nicht mehr trifft. Stell dir vor, wir würden heute tatsächlich für unsere Sünden Steine dafür schleppen und zum Kreuz anlegen. Ich vermute, dass wir gar nicht mehr aufhören könnten. Jeder Stein symbolisiert eine Sünde, es würde einen riesen Haufen geben. Die Lehre der Sühne, die wir heute angeschaut haben, sagt uns, die Zeit vom Steinschleppen ist vorbei.
Jesus hat unsere Sünden getragen. Er hat mit dem Preis von seinem kostbaren Leben für uns Sühne geleistet. Vielleicht klagt dich dein Gewissen an, du bist ein Sünder. Gott ist zornig auf dich. Wie kann Gott mich noch lieben? Wenn du so Stimmen kennst, dann will ich dir heute Morgen sagen, das ist nicht die Stimme von Gott. Es ist die Stimme vom Ankläger. Das ist eine der Bezeichnungen für den Gegenspieler Gottes, für den Satan in der Bibel. Der Ankläger bohrt mit seinem stinkigen Finger in deinem verwundeten Gewissen umeinander. Es gibt etwas, das sehr kraftvoll ist, um am Ankläger entgegenzutreten. Und das ist, wenn wir biblische Wahrheiten kennen und die Wahrheiten aussprechen. Lesen wir einmal den Text, der uns durch die Predigt begleitet hat. Römerbrief, Kapitel 3, Vers 25. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Münz das in eine Wahrheit über dich selber um. Das tönt dann so. Um meine Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für mich, unterstrich für mich, vergossen. Und mit dem Opfer die Vergebung für mich erwirkt. Für alles, was ich gemacht habe. Will ich daran glauben. Ich möchte euch einladen als Abschluss der Predigt, den Satz in der Ich-Form, Römer 3, Vers 25 in der Ich-Form, dass wir den gemeinsam aussprechen. Das ist etwas sehr Kraftvolles, wenn wir biblische Wahrheiten aussprechen. Wenn du das glaubst, was wir heute Morgen aus der Bibel angeschaut haben, und das willst du bekennen, Jesus ist für meine Schuld gestorben und das nehme ich in Anspruch, dann lade ich dich ein, dass wir jetzt miteinander aufstehen. Und singen dürfen wir ja nicht, aber schwätzen dürfen wir. Und dann lade ich dich ein, dass wir jetzt aufstehen und gemeinsam den Satz proklamieren, Wahrheit aussprechen. Wenn du das möchtest, bist du eingeladen, dass wir das jetzt machen. Um meine Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für mich vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für mich erwirkt, weil ich daran glaube. Amen. Ihr dürft nochmal Platz nehmen. Ich möchte euch mit diesen Gedanken dann in die neue Woche schicken. Schön, dass wir jetzt im Worship vor Gott sein können. Nimm die Gedanken mit und wenn wieder eine Zeit kommt, wo du merkst, jetzt fange ich wieder an Stein schleppen, dann ist es vielleicht gut, wenn du Römer 3, Vers 25 auswendig lernst, damit du etwas entgegenheben kannst. Sind gesegnet.